Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pilzig. Jo, wir haben wieder 2 Tage ohne irgendwas Großartiges vor uns. Erstmal ein Knutschacke waren die Frau. Sehr schön. Kaktusfrüchte ernten. Ach ja, ach ja. Der 25. Tag ist schon angebrochen im Herbst. Gewitter erleid? Kann schon mal richtig gießen. Ackermann, du es fällt mir nicht mal mehr Beleidigung auf Pelzig, ey. So, da komm schon. Yo. Unser Kaffee ist auch nicht mehr gut. Schade. Ich habe gedacht, da könnte ich ein bisschen was ernten, aber dann halt nicht. Was sagt denn der Wetterbericht morgen? Ganze Tag klar und sonnig, so habe ich es überhaupt nicht gern. Geisternacht, alle hopp. So, Filius. Mal ein bisschen rumwirbeln. Dort draußen pfeift aber der Wind ganz schön arg. Unser 4 obligatorische Käse. Joink, 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 joink. Schick, schick. Wir haben auch nämlich so viel, bis wir die 500.000 endlich mal haben. Dann können wir nämlich auch Pam endlich ihr Heisel bauen. Von der Schorsch, vom Schorsch kriege ich noch würziger Aal als Rezept. Das ist nie verkehrt. So. Ja, die können wir uns wahrscheinlich schenken. Die können wir eine Pie fragen durch die Süßkartoffeln, die ich nur noch habe als Saat. 3. So. Oh, du hast dann anscheinend schon mal süße Edelsteinbeere oder wie die Dinger heißen, sind anscheinend auch schon gut. Das finde ich natürlich richtig doller. So, jetzt können wir eigentlich auch nichts mehr abbauen. Weil das braucht alles zu lang. Dann haben wir nur noch einmal den kalte Winter vor uns eigentlich, ne? Was haben wir da jetzt noch Schickes kriegt? Eine uralte Frucht. Okay, in Silber. Sie schlummert seit Äonen. Ja, das heißt im Prinzip, die Felder können wir jetzt der Hase geben. Die wären jetzt eigentlich aufgeben. Weil 3 Tage, ich glaube, der Senfkohl, der braucht immer 4 Tage. Von daher, das können wir mittlerweile vergessen. Schade eigentlich, aber so ist es leider. So, ich mache jetzt heute mal die Felder statt die Tiere zuerst. Ends ausgelost. Und hier ist unser Kruscht auch schon gut. Süße Edelsteinbeere, perfekt. Als Herde mit, die Junimos, die sind offensichtlich auch sehr fleißig mit dabei. Müssten wir vielleicht auch mal reingucken, was die so mit einer Pepperoni machen, die ich nicht gegeben habe. Und die süße Edelsteinbeere sind ansonsten auch immer ganz schick. Ja, die machen offensichtlich überhaupt nichts damit. Tja, da gucken wir dann später nochmal rein, unser Kiste. Aber was ist doch später? Wozu dann der Quatsch? Machen wir jetzt gleich. Haben wir es nämlich hinter uns. Irgendwo habe ich nämlich auch die süße Edelsteinbeere reingepackt. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wie viel ich von den Dinger parat habe. Weil wenn ich genug parat habe, ist eigentlich Käse mehr aufzuhalten. Jeweils Annie von der Rosa. Alles in Ordnung. Ich denke, die können wir alle verkaufen. Süße Edelsteinbeere. Wo habe ich sie dann? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie irgendwo drin habe. Ach, die Schocke habe ich schon 10. Na? Das muss doch irgendwo sein, der Kruscht. Irgendwo muss es ja doch drin haben. Einfach nur. Na? Bin ich jetzt vollkommen blind? Oder? Die müssen doch hier irgendwo drin sein. Irgendwo habe ich es auf jeden Fall aufbewahrt. Moment, gerade mal gucken. Nee. Können wir mal nichts abgeben davor. Hier vielleicht irgendwo? Nee, offensichtlich habe ich die alle irgendwo verschlissen, die Dinger. Das finde ich jetzt etwas fies. Tja, dann geben wir halt hier mal Annie rein. Ansonsten Kirschbombe oder Schnecke. Ja, komm, Scheißdreck, das braucht doch kein Mensch. Und da machen wir auch noch Annie rein, einfach nur für den Fall der Fälle. Und der Rest, der wird halt einfach mal verkauft jetzt. Von dem uralte Gedöns behalte ich jetzt aber auf jeden Fall auch noch Annie. Ups, da ist auch noch Senfkohl. Jetzt gucken wir nochmal, dass wir einer von der uralten Früchte auf jeden Fall auch aufheben. Das sollte definitiv sein. Okay.
Sind wir etwas spät erst dazu gekommen, mich um die Tiere zu kümmern, aber ihr seid nicht vergessen. Definitiv nicht. So. Da kann jetzt der ganze Zirkus auch rausgehen. Ich hoffe, irgendwann will ich noch so Fossilie-Ei, weil dann kann man nämlich auch illustre Dinosaurier züchten. So, dann zuerst der ganze Kruscht. Ein Iridiumbarrer haben wir auf jeden Fall noch. So, Leberwurst. Und dann noch die große Tiere. Okay, da haben wir wieder das volle Programm. Oh Gott. Na, hab ich dich gestreichelt oder bist du gerade? Okay, die Bertha lässt sich offenbar nicht streicheln. Da holen wir sie halt mal raus und streicheln sie, wenn sie draußen ist. Aber erst mal do dazu. Dann hier und hier. Und da haben wir noch eine Milch. So. Okay. Hier haben wir auch noch einen Granatapfel. Dann müssen wir mal gucken, wie viel Iridiumbarre wir haben. Ich befürchte allerdings, dass wir nicht so viel Iridiumbarre haben. So, genau. Perfekt. Dann ist auch die ganze Tierbagage friedlich und zufrieden. Die sind leider auch noch nicht so weit. Na gut. Dann also noch rein ins Gewächshaus und uns da nochmal um das tägliche Trimborium-Klumpatsch-Gedöns kümmern. Ist auch so ein schönes Wort, was ich mittlerweile total übernommen habe. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt pelzig ist, das Wort. Weil ein Kollege, der aus der Nähe von Heidelberg kommt, von mir, der sagt es relativ häufig. Der sagt dann auch so alle mögliche Kram, der irgendwo rumliegt, oder wenn irgendwo Zeug auf der Fläche rumgelegt hat, mach mal den Klumpatsch weg. Das fand ich persönlich großartig. Wiesloch ist es, glaube ich, die Nähe, wo der herkommt. Der kommt, glaube ich, aus Wiesloch, der Kollege. Und der sagt immer, mach mal den Klumpatsch da weg, der auf der Fläche rumliegt. Das finde ich großartig. Und das Wort Klumpatsch habe ich mir jetzt persönlich auch geeignet, weil ich das einfach nur sehr passend finde, das Wort. Deswegen so alle mögliche Kruscht, der irgendwo rumliegt, sage ich mittlerweile auch sehr gern Klumpatsch. Das ist ein tolles Wort. Deswegen, ich weiß einfach nicht, ob das so Heidelberger Dialekt ist, beziehungsweise Wiesloch und Umgebung, oder ob man das auch in der Palz sagt. Da könnt ihr gern mal recherchieren und nachgucken. Während ich am Zocken bin, kann ich natürlich sehr schlecht nachgucken und ich habe mir bisher einfach noch nie wirklich die Mühe gemacht, nachzugucken, woher das Wort Klumpatsch kommt. Auf jeden Fall ist es ein schönes Wort und es klingt auch so ein bisschen pelzig. Moment, so rum. Ach ja, habt ihr eigentlich auch im Dialekt so ein paar Lieblingswörter, die ihr gern sagt? Das würde mich auch mal ganz interessieren. Ich finde es ja persönlich immer großartig, wenn Leute wirklich auch in ihrem Dialekt sprechen. Wobei es Dialekte gibt, die ich jetzt nicht gerade so besonders toll finde, um ehrlich zu sein. Ich bin zum Beispiel kein Fan von sächsischem Dialekt. Ich höre sächsisch wirklich nicht besonders gern, um ehrlich zu sein, weil es klingt irgendwie immer so ein bisschen aggressiv. Auch wenn das teilweise überhaupt nicht so gemeint ist. Aber sächsisch, finde ich, klingt immer etwas aggressiv. Und ist meiner Meinung nach auch nicht gerade so ein besonders eleganter Dialekt. Das könnt ihr natürlich vollkommen anders sehen und sagen, hey, sächsisch ist auch voll der tolle Dialekt. Ja, die silberne Hasepfoten machen wir weg zugunsten vom Iridiumbarrer. Weil ich glaube, wir haben tatsächlich nur den Ende Iridiumbarrer. Schade drum. Ja, sagt mir doch gerne mal, was so euer Lieblingswort im Dialekt ist, in welchem Dialekt und warum ausgerechnet der Dialekt. Es kann ja auch sein, dass hier ein paar Leute tatsächlich aus Sachsen oder was zugucken und die sich jetzt etwas arg Fresse fühlen, wenn man sagt, oh, ich höre das ständig, dass der sächsische Dialekt nicht so schön sein soll. Ich kann es nicht verstehen, der ist eigentlich voll elegant, weil bla bla bla. Gebt mir doch gerne mal Bescheid, das würde mich mal interessieren. So, dann... Ich höre es halt so richtig, wie ich halt sag. Ja, den sächsischen Dialekt, den finde ich immer etwas aggressiv, den finde ich nicht elegant und irgendein Sachse, der mir so gut wie so, ne, verstehe ich, ne?
Also, da muss ich echt sagen, ja, Sächsisch ist so ein Dialekt, den ich nicht als besonders schick erachte, genauso wie tiefstes Bayerisch. Das klingt für mich immer so noch so Bergmensch. Uah, du hört mir irgendwie nur jedes 15. Wort raus. Hört nicht nur, die hat eine Problemlage. Das finde ich persönlich immer etwas diffizil, solche Leute zuzuhören. Aber was ich geil finde, ist Österreicher Dialekt. Ja, falls mir Magister Silta zuguckt, aber Lyra guckt mir auf jeden Fall zu, die jo seine Freundin ist. Ich persönlich finde, dass der österreichische Dialekt einer von der geilsten auf Deutsch basierenden Dialekte ist. Das ist so ein toller Dialekt. Ich mag das einfach, wie so viel verniedlicht wird. Und es klingt doch ein sympathischer Bergdialekt und nicht noch so ein Hinterwäldler Bergdialekt, wie das bayerisch ist. Okay, wir gucken mal rein. Was gibt's dann halt hier drin? Mahagoni, ach Gott, ganz edel. Ich weiß, wir holen uns einen Globus. Kann man immer gebrauchen. Gut, dann gehen wir nochmal in die Stadt. Gucken wir mal, was es dort zu tun gibt. Eigentlich ist der Ackermann ein absolut beschissener Ehemann. Jetzt mal ohne Witz. Der nimmt sich niemand Zeit für seine Frau, nur immer für so ein paar Momente, um ihr nochmal Geschenke zu machen. Aber wirklich bei seiner Frau bleibt er nicht. Brasse. Nee, will ich nicht. Okay, wir können nochmal gucken. Wege Senfkohl. Wie lange braucht ihr? 4 Tage, habe ich mir da gedacht. Dann haben wir jetzt leider die Arsch-KT gezogen. Denn wir haben nichts mehr, was so wirklich passen will. Pilztapete, wer macht denn sowas? Okay. Weißt du was, ich nehme jetzt mal so einen Apfelsetzling mit. Einfach mal so just vor Fun. Damit ich mal gucken kann, was Lyra gesagt hat, von wegen beim Terrakotta-Boden. Ich habe das nie wirklich kapiert. Eventuell kann mich Lyra jo hier lenken, von wegen, nee, du musst doch weiter links ein paar Felder mehr runter. Deswegen, wir gucken uns das jetzt mal an. Und schauen mal, was da möglich ist, von wegen Terrakotta-Setzling-Gedöns. Ob man das direkt in den Boden reinmachen kann oder sonst wo. Weil auf meinen Apfelbaum müssen wir sonst im Winter verzichten. Der trägt ja nur im Herbst Früchte. So. Ackermann. Such. So. Ach, tatsächlich hier. Hier, Modo. Ah, na. Ich kann das einfach do in der Botterei pflanzen. Ja, geht's noch? Okay, aller hopp. Das heißt, wir können eigentlich auch hier und hier noch ein paar Absperren hinstellen. Ah, na. Das ist ja mal. Das ist ja schon geil irgendwie. Okay, hier haben wir jo. Ne, jetzt können wir leider nicht mit zum Pierre gehen, sonst hätte ich mir noch ein bisschen mehr Kruscht gekauft. So kann's gehen. Ja, die kämpfen nur noch ein bisschen, oder wie ist der Teufel, was die da machen. So entstehen dann diese merkwürdige Hybride. Okay, Moment. Whoop hat's gemacht. Whoop ist der Ziegekäse. Ah, jedes Mal wieder die ERV im Kopf dabei, wenn ich das Wort Ziegekäse, Kös vor allem, genau, wenn ich das Wort Ziegekäse höre. Am Fuße des Peloponnes, da lag er weiß wie Ziegenkäse und wusste so viel wie Sokrates. Das ist die geilste Reimabfolge überhaupt, die es gibt. ERV ist ja auch eine Österreicher Band, wenn wir da auch wieder dabei wären. So, unseren Globus. Wo stellen wir unseren Globus hier? Einfach mal so random hier irgendwo hingeknallt. Ne, ich finde, der muss im Schlafzimmer stehen. Und zwar. Machen wir denn dort hier? Okay, dann können wir eine Dreher oder sonst irgendwas Lustiges machen. Und Abigail ist katatonisch und glotzt immer noch da hier. Kann ich dich aus deiner Starre befreien? Ja, sie geht anscheinend früh ins Bett. Gibt's nochmal einen Kuss? Okay, sie dreht sich wunderlich und startet wieder katatonisch auf ihr Konsole, statt damit zu spielen. Warum nicht? Wenn es aber Spaß macht, ich halte sie nicht auf. Ich sollte vielleicht wirklich mal ein paar Tage bei ihr verbringen, damit sie nicht wahnsinnig wird, die Armfrau. Hier hat sie ja keinerlei soziale Kontakte im Vergleich zu ihrem vorherigen Leben. Wo sie auch die ganze Zeit irgendwo in der Stadt unterwegs war oder sonst was. Ist das schon etwas traurig, das jetzt so zu sehen. Ich sollte vielleicht auch noch morgen noch meiner Hacke gucken, ob der Anna, der Hackelschorsch, ob der schon fertig ist damit, der Clint. Okay. Allerhopp, wir lassen das Häuser noch ein bisschen wachsen. Damit wir relativ bald da auch noch dazu kommen. Am Herbstende nochmal der Rest von unserem Heu zum Meer.
Wie sieht es dann derzeit aus mit unserer Vorräte? 476. Das ist in Ordnung. Damit kommen wir auf jeden Fall über den Winter. Das ist schon mal ganz gut so. Na gut, na gut. Eventuell trägt das Ding nochmal in den nächsten paar Tagen Früchte. Huch, anscheinend hat mein Handy vibriert. Anscheinend habe ich das nicht auf lautlos gestellt. Ich schurke. Ist das hier richtig? Ja, hier ist richtig. Tja, dann bin ich mal ganz kurz so frei und stelle mal von Vibration das Handy auf lautlos. Es war, ach, glücklicherweise nur eine App-Benachrichtigung von The Walking Dead Survival Road. Das ist übrigens ein sehr geiles Handy-Game, was ich wirklich nur empfehlen kann. Das ist zwar teilweise ach so ein Pay-to-Win-Gedöns, aber man kann das auch machen, ohne überhaupt nur End-Cent in das Spiel reinzustecken und nur mit Spielspaß und mit Ehrgeiz es dort zu was zu bringen. Ich persönlich finde es toll, weil ich bin ja voll der The Walking Dead Fan, aber ich mag die Comics lieber als die Serie. Die Serie gucke ich auch, die Serie macht mir auch Spaß, aber ich bin eher der Typ, der die Comics liest. Die sind nämlich ultra geil. Södele, dann gehen wir mal ins Bett, ne wahr? Und legen uns mal hin und ruhen mal ein bisschen aus, ne wahr? Also rein hier ins Bett. Abigail vor allem. Die Abigail kann ja hinterher kommen. Jo, das sind doch richtig geile Einnahmen. Das Zeug zählt als anderes. Jo, ich steht Sache, wir haben genug Kohle, damit wir heute mal Pam ein Haus bauen können. Jo, das haben wir dicke, das Zeug. Okay. Dann ist erstmal Schmalhans Küchenmeister und wir müssen erstmal unseren Gürtel ein bisschen enger schnallen, was unsere Ausgabe angeht. Aber ich denke, wir haben letztes Mal so viel Einnahme gemacht, dass wir doch gut damit auskommen können. So, der übliche Kaffeetanz. Jo. Zack, zack, zack. Wascht und Supp. Perfekt. So, was sagst dann du? Ja, morgen gehen wir auf jeden Fall zur Geisternacht, Mädel. Natürlich, mein Schätzel. Und, jo. Halloween ist natürlich leider jetzt im Real Life schon vorbei. Ich persönlich mag Halloween immer sehr gern. Gerade weil da auch immer viele tolle Horrorfilme rauskommen. Ach ja. So. Und ich bin ja eigentlich auch voll der Horrorfan, auch wenn ich relativ leicht und schnell zusammenzuck bei Jumpscares, bin ich doch trotzdem ein großer Horrorfilm-Fan. So, Wetterbericht sagt, Moje klar und sonnig, perfekt. Natürlich mal wieder für das Festel, was du stattfindet. Der Bäuermeister laden mal wieder ein. Frechtle, Geisternacht, Bäuermeister Lotterlui. Was? Egal. So. Okay. Die Synthesizer-Mucke. Huch, nee, komm. Du wieder hier. Dann, ihr braucht wieder Köder. Und Kruscht kommt wieder da rein in die Krustelkiste. Da sieht alles gut aus. Ein paar Auberginen nochmal so aus Mitleid. Kurz vor knappig. Weil in der nächsten Episode übermorgen ist er dann auch schon wieder so weit, ne? Da ist ja eigentlich auch wieder der gute Herbst vorbei. Da müsste ich allmählich mal die Neuländer und Slanien organisieren, dass wir relativ zeitnah zum Winter mal eine Dreierrunde einberufen, damit wir im nächsten Frühling weiter zocken. Deswegen muss ich gleich mal dazu sagen, ihr liebe Leute, es kann natürlich sein, dass der Multiplayer nicht unmittelbar im Anschluss hier an den Winter kommt, sondern dass dann nur eine kleine Pause dazwischen liegt. Das möchte ich gleich mal vorwarnen. Das heißt, ich probiere natürlich so gut wie möglich, dass ich das im Anschluss bringe, aber es kann halt sein, dass die nächste Aufnahme mit Winter und Frühling nicht nahtlos ineinander übergeht. Ich probiere wahrscheinlich dann, dass ich vom Winter in der zweiten Hälfte relativ viel Programm auf einmal mache. Das heißt, ich nehme sehr viel im Vorfeld auf, wenn das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Dann nehme ich relativ viel im Vorfeld auf, sodass ich viel auf Vorrat schon mal habe. Und dann kann es halt sein, dass die Aufnahme mit den beiden nicht sofort zustande kommt, sondern dass so wirklich viel Zeit dazwischen liegt.
Und ja, dann kann es sein, dass halt eine Pause dazwischen liegt, dass ihr nicht unmittelbar wieder am Winterende der Frühlingsanfang habt. Ich probiere aber auf jeden Fall mit der Buwe das so schnell wie möglich hinzukriegen, damit wir einen flotten Übergang gewährleisten können. Aber es kann natürlich auch sein, dass du wirklich ein paar Wochen dazwischen liegen. Ich bitte es dann jetzt schon mal im Vorfeld zu entschuldigen. Für all die Leute, die mittlerweile schon Stardew Valley total lieb gewonnen haben und ihr tägliche Dosis Stardew Valley brauchen. Du bitte ich dann jetzt schon im Vorfeld wirklich um Entschuldigung. Weil es gibt tatsächlich ein paar Leute, wie meine Schwester tatsächlich und Lyra, die ihr täglich oder ihr zweitägliche Dosis Stardew Valley brauchen. Da sage ich jetzt schon mal Entschuldigung, falls ich es nicht nahtlos hinkriege, aber ich möchte halt wirklich das 3. Jahr, weil ich auch wirklich die Abwechslung brauche und möchte, würde ich eigentlich liebend gern schon das Ganze im Multiplayer starten im 3. Jahr. So, dann machen wir gleich mal den Trüffel da rein, wo er hingehört. So, dann können wir das Zeug nämlich auch gleich schon mal abladen. Jawohl, sehr schick. Ach ja. Ich wollte es jetzt einfach mal angesprochen haben. Nur damit ihr da auch schon Bescheid wisst und euch nicht wundert, hey, da ist aber kein nahtloser Anschluss jetzt gerade, gell? Und ich hätte eigentlich schon ganz gern hier das Zeug gehabt. Na, so rum. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Jesus, erleid, so kann man seine Energie und sein Wasser auch verschwenden. So. Allerhaupt. So, machen wir das einfach mal so. Ich weiß, die brauchen das nicht, aber bei so kleinen Setzlinge. Huch, da ist noch was. Erdbeer. Perfekt. Und die gute Blaubeere, die geben auch immer Einnahme wie Zau. Sehr schick. Ich glaube, im Endeffekt hätte ich das wissen sollen, dass da ohne wirklich schon die Bäm möglich sind. Da hätte ich schon im Vorfeld so gewirtschaftet, dass wir hier 2 Bäm hinstellen. Und die Felder hätte ich nochmal für was ganz anderes benutzt. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Vielleicht mache ich es ja auch so, ups, dass ich erstmal hier mein Bäm nachziehe und dann die obere Reihe aufgebe zugunsten von anderen Felder hier nochmal, dass wir hier nochmal Gemüse und anderes Zeug abbauen können. Möglicherweise mache ich es so, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Aber auf der anderen Seite, Lyra hat mir ja auch gesagt, dass die Obstbäume eigentlich pro Jahr dann immer qualitätvoller sind. Und ich würde gern eigentlich dann so Silberzeug aufgeben, wenn ich dann vor allem wieder ein Jahr brauche, dass es in Silberqualität noch wächst. Das wäre sehr schade drum, um ehrlich zu sein. Naja. Schauen wir mal, wie wir es machen. Ansonsten habe ich halt die Platzverschwendung. Etwas schade, etwas missgewirtschaftet, aber ist halt so. Kann ich dann auch nichts ändern. Na gut, na gut. So, jetzt haben wir doch hier perfekt die Süßkartoffelernte. Saugut. Okay. Wir könnten natürlich den Winter auch schon dazu nutzen, dass wir hier noch ein paar Felder anlegen. Das könnte man selbstverständlich auch noch machen. Dass wir da ohne weiter fortsetzen, ne? Was wir angefangen haben, beenden wir auch. Schauen wir mal. Okay, irgendwas ist noch gewachsen. Jawohl, der Käse ist frisch. Die Mayo ist da. Dann hier Reide mit. Die 2. Charge wird gemacht. Dann können wir hier noch Zeug reinlegen, und zwar Stoff. Ansonsten Süßkartoffeln sind hier Dode für Do. Mayo ist Achfer hier rein. Dann der Käse kommt runter, wo er hier gehört, in die Reifefässer. Und dann schauen wir noch mal, dass wir mit unserem Holz zu der Robin gehen. Und wir brauchen natürlich auch noch von Krobus unseren wöchentlichen Iridium-Sprinkler. Das ist auch noch wichtig. Okay, das heißt, wir brauchen Holz. Das Holz kann dann wieder durch reingelagert werden. Zack. Dann rüsten wir uns erstmal mit dem Schwert aus. Das wären aggressive Verhandlungen. Und so. Okay.
Das heißt, mir ein klarer Auftrag. Zuerst zu Robin und dann zu Krobus und dann läuft die Geschichte. Robin müsste eigentlich auch aufhaben um die Zeit. So, na, komm schon. Jo. Ja, dass die Gutfrau am Freitag schon ein bisschen früher dicht macht. Aber ich möchte auf jeden Fall für Pam diese Gemeindeerweiterung haben und danach das Zeug aus dem Update nutze. Perfekt. Wir gucken erstmal in ihren Laderei. Da gibt's aber nix. Nee. Okay. Dann halt nicht. Dann wohl sowas. Gemeinschaftsverbesserung. Was sagst dann du dazu? Du willst Pam ein Haus bauen? Das ist eine tolle Idee. Ich brauche 950 Holz und 500.000 Gold. Ajo. Das ist sehr großzügig von dir. Ich fange gleich mal damit an. Es dauert so um die 3 Tage. Und wir sind auch schon bei 10 Herzen bei ihr. So, 57.000 haben wir. Und dann braucht sie 3 Tage, um der irgendein Billighaus hochzuziehen. Warum auch nicht? Okay, perfekt. Das heißt, in 3 Tagen können wir damit dann auch rechnen, dass das fertig ist. Das ist doch schon mal richtig gut. Dann möchte ich noch zum Clinty Boy. Der hat wahrscheinlich unser Hacke endlich fertig. Machen wir nämlich da erstmal Platz. Haha. So, blöder Joja-Markt. Seelenzermalmende, genital schrumpfende Drecksfirma. Hey, wo ist denn Clint? Was ist denn mit Clint los? Wo steckt denn der? Mist. Dann können wir damit wohl nicht rechnen. Aber wir können in die Kanalisation, um wieder die beste Ware abzuhandeln. Das heißt, erstmal hier rein. Und dann können wir auch noch zum Reisewagen gehen, fällt mir noch ein. Heute ist schwer was los. Okay, der hat wieder sein Schweigegelübde. Oder vergibt es wieder der gute Iridium-Sprinkler. Als nächstes könnte man auf so ein Krustier sparen. Wäre halt richtig gut. 2 Millionen kostet das Ding halt. Aber, Gewitter erleid, das wäre es schon wert. Okay. Huch, einfach mit auf dem Friedhof hier so Brombeere. Gut, alle. Dann gehen wir noch zum Reisewagen. Und schauen mal, was wir da noch kriegen. Möglicherweise ja wieder was Gutes. Ein weißer Thunfisch könnte man zum Beispiel noch gebrauchen. Den habe ich leider noch seit Ewigkeit in meiner Questliste hängen. Aber ich glaube, den können wir im Winter angeln. Schauen wir noch mal. So, Reisewagen, Tigerforelle, Käferfleisch, Lachs, Granatapfelsetzling, Widerhaken. Okay. Nee, du. Leider nur Müll. Aber es war nicht gemeint. Okay, ansonsten bleibt mir nichts Großartiges hier mehr, ne? Viel mehr kann ich heute leider nicht mehr machen. Weil unseren Clint sich ja entschlossen hat, heute mal irgendwie abzuhauen und auf die Pirsch zu gehen und wahrscheinlich wieder Emily zu stalken oder so ein Quatsch. Schauen wir einfach mal. Gut, die Wutz ist weg. Der Honig ist wieder gut. Alle Viecher sind noch nicht im Stall. Na, jawohl, da ist ja noch die Gertrud, die ist noch draußen. Die sollte man in den Stall wieder reingehen, wo sie hingehört. Nicht, dass er nachts von irgendwelchen Herbstwölfen gerissen wird. So, dann haben wir hier noch... Ja, komm, scheiß drauf, machen wir mal weg. Nee, Stoff kommt hier rein. Dann aber hier noch Trüffelöl, das kann weg. Zusätzlich noch das Zeug hier wieder rein, damit wir wieder einen Holzvorrat haben. Und hier die ich einfach mal sage, ich bin mal so frei. Da das einzigste Feld ist, was noch bewirtschaftet wird. Dummkopf. So, machen wir das noch drauf. Einfach nur, falls wieder was wächst an der Stelle, ne? Da können wir definitiv das Zeug noch drauf machen. Ich meine, wenn es dann fertig ist, im Winter können wir es natürlich auf das Feld drauf machen, damit es einfach... Wobei, das hat eigentlich auch eine schöne Symmetrie irgendwie. So über Kreuz. Warum nicht? Behalten wir es mal über Kreuz. Ist auch irgendwie schön statt nebeneinander. Und hat gewissermaßen auch eine Symmetrie. Finde ich schön. Gefällt mir. Das ist so unkonventionell gedacht, dass es schon wieder konventionell ist.
So, dann hier wieder rauf. Und weiter geht's. Honig habe ich verkauft. Aller hopp. Ich denke, damit haben wir mal wieder ein schönes Dach hinter uns gebracht. Der Sprinkler hier. Ansonsten habe ich noch einen Thunfisch drin. Batterie habe ich hier noch drin. Die können wir eigentlich wieder rausbringen, die Batterie. Ich glaube nämlich, da habe ich noch ein paar. Wir müssen in etwa Produkt 2 Stellplätze ausgeben. Iridiumbar habe ich jetzt leider keine Acht drauf gehabt, aber da könnte man auf jeden Fall auch mal wieder noch suchen. Noch so ein Zeug. Da habe ich keine drin. Aller hopp. Dann hätte ich aber Sache, ihr liebe Leute. Ich mache jetzt an der Stelle tatsächlich auch wieder meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.